Hallihallo, liebens, euer Blaster-Ingenieur. Und heute machen wir einen auf Rambo. Da haben wir, ja, so Miniguns mit Kette oder mit, generell Miniguns, also mit Kette oder mit Magazin und Zeugs. Wir machen heute Unboxing, wir ziehen heute Aufkleber ab, also Schutzfolien. Und ja, das wird spannend. Fangen wir mit dem ersten an. Das ist schon mal ein Riesenteil. Wir haben hier, da habe ich mir extra Kette gegönnt. Das ist natürlich, da fällt jetzt hier so eine Box eigentlich. Ich hätte da einen 3D-Drucker, der könnte eine Lösung bieten. Weil ich mag das nicht zusammen machen. Weil das ist, da Hanne, was ist das, die X-Shot XL Crusher oder sowas. Können wir den Aufkleber abziehen? Oder ist das noch, das ist nicht bedruckt, das ist tatsächlich bloß der Aufkleber da. Ne, den lassen wir. Aber das ist so, ja, ist viel zu lange Kette. Das ist halt in dem Moment, wo man das da so tut. Man kann das auch so. Das ist so cool. Dann Gott, das dann macht der Haufen Krach. Aber ist ein cooles Bläster. Da hat man dann da auch noch einen Haufen Schuss. Ja. Man kann das auch laden und dann. Das macht ein komisches Geräusch. Das auch mal seht. Das ist einfach witzig. Ja, das ist ein schönes Blästerle. Und vor allem, das ist einfach ein schönes Spielzeug. Also damit viel Schuss zu verballern, das macht einfach Spaß. Könnt ihr hier mal natürlich ein bisschen freiräumen. Ja, ich hab da jetzt nicht wirklich gezielt. Und da gibt es extra Kette. Das ist einfach der Hammer. Und das Ganze haben wir auch nochmal. Räumen wir natürlich ein bisschen auf. Kann man das ein bisschen zeigen. So. Das Ganze haben wir auch ein bisschen verpackter. Und da heißt es keine Ahnung wie. Aber es glänzt. Es glänzt. Das ist dann Schutzfolie, oder? Das andere ist der Aufkleber. Ist das auch ein Aufkleber? Das ist auch ein Aufkleber. Oh verdammt. Schönes Blasterle kaputt gemacht, aber wenigstens vor laufender Kamera. Dass ihr auch was davon habt. Eieieiei. Das sieht so aus wie so eine Schutzfolie. Eieieiei. Oh, das ist schöne Aufkleberle. Okay, ich hab gedacht, das sei eine Schutzfolie. Das machte mir nicht nach, es sei denn, ihr mögt den Aufkleber nicht. Hat die Scherle. Keine da. Da haben sie das nicht sauber anpasst. Kriegen wir das so hin? Das Zipfelle da abschneiden. Okay, das klingt falsch. Zipfelle abschneiden. Das macht ziemlich genau dasselbe wie das andere. Ist dabei halt ein bisschen kompakter. Das macht auch. Da habe ich das jetzt im Ring rum, das ein bisschen aufgerundet ist. Das macht auch. Wir können noch mal Messwerte machen. Jetzt gucken wir erstmal alle Blasterlers an. Legen wir es auf der anderen Seite, dann muss ich das nicht sehen. Ja, ihr macht das nicht noch. Es sei denn, ihr wollt den Aufkleber weghaben. Das ist bei meinem Blaster macht ihr das nicht, bei eurem Blaster dürft ihr machen, was ihr wollt. Und wie heißt das Ding? Das ist auf jeden Fall kein XL Crusher, das ist irgendein. Ich weiß es nicht. Anders benanntes Ding. Aber ist auch von X-Shot. Ich schreibe es euch vielleicht unten ins Videobeschreibung, wie das Ding heißt. Wenn ich es noch rausfinde, wenn ich dran denke. Aber, ja, hey, das finde ich einfach cooler. Das sieht, ja, vor allem ein bisschen kompakter. Und das ist, da kann man das dann kann man das frei drehen. Das rattert so schön.
Beim anderen ziemlich genau, da hat man also Sicherheitsknopf. Das ist da auf der anderen Seite. Da hat man. Und da könnte man noch Zielvisier montieren oder irgendeinen Krug montieren. Und da könnte man noch einen Krug montieren, aber ich wüsste jetzt nicht, was man da bräuchte. Gut, vielleicht irgendwas, dass das Hebel automatisch spannt. Aber das ist dann was von nächstes Jahr. Das hier. Wobei, wenn wir Zeit haben. Und dann haben wir nochmal einen anderen Blaster. Das ist so, uiuiui, so ein riesen Ding. Das habe ich mal gebraucht gefunden. Und das konnte ich nicht liegen lassen. Und das ist eigentlich zu groß für mein Kamerasetup. Und da war sogar noch die originale Schutzfolie drauf. Oder ist sogar noch. Da vorne seht ihr. Und das ist hoffentlich eine Schutzfolie. Das ist ein bisschen großflächig sonst. Von der Aufklebung. So, muss man das seitlich. Und dann erhabener Moment die Schutzfolie wegmachen. Und hervorkommt, dass ihr es auch schön seht, dass wir alle was davon haben. Weg ist. Da steht jetzt Elite auf der Schutzfolie. Die war jetzt so lang drauf. Das ist eine elitäre Schutzfolie. Seite fliegt aus, brauchen wir nicht. Auf jeden Fall steht es außer so ein Minigun. Wenn man da drauf drückt, da dreht sich der Lauf. Wenn man da drauf drückt, dann feuert es. Das ist so eine Schutzkappe, dass man nicht aus so sehr drauf kommt. Und das Magazin ist halt, das gucken wir uns noch, bevor wir loslegen. Das ist 50 Schuss Magazin. Das geht da. Aber da wird es unhandlich. Die Eure rum und da durch die Trommel durch und dann da rum. So. Packen wir es rein und legen wir los. Okay, jetzt weiß ich wieder, warum ich damit so Schalte spiele. Das ist nicht so witzig, wie man denkt. Also, ich hätte mir das Ding auch nicht gekauft, wenn es nicht echt günstig gewesen wäre. Das ist Titan CS50. Und ja, das ist jetzt nicht überwältigend. Ich hätte sagen, fangen wir mit dem mal an, mit Messwerte. Zum Schluss machen wir noch Unboxing. Ja, da habe ich noch eine in der Originalverpackung. Da habe ich gedacht, das kombinieren wir. Weil bloß ein Unboxing will ich nicht machen. Aber auspacken muss ich sowieso. Und dann kann ich auch die Kamera dazu laufen lassen. Da habt ihr auch was davon. So, wir messen den Meter pro Sekunde. Wir gucken mal, dass wir da das Messgerät auch treffen. Okay. Ja, nee. Ich glaube, der erste hat funktioniert. Nee, das ist. Oh. Ihr habt da vieles drauf, aber oft nicht das Messgerät. Und wenn dann seitlich, dann. Also da haben wir da die 3 Meter pro Sekunde oder so. Was wird. Ja, das ist einfach. Also die 16,4 Meter pro Sekunde waren besser, die 18,8, die 50,6, vielleicht die 11,7, ich weiß es nicht. Aber das ist einfach das Messgerät selber zu treffen, wie tatsächlich irgendwie irgendwas Richtiges zu treffen. Weil ich weiß halt nicht richtig, wo der Pfeil rauskommt, das ist vorne. Ach, ich spür's gerade. Hoppla, das seht ihr nicht, aber warte mal. Die haben sich verklemmt. Eieieiei. Ja, da bräuchte man irgendwann mal ein anderes Messgerät, das ein bisschen größere Öffnung hat wie das hier. So, Resette. Vielleicht lasse sich die andere vermessen.
sind die. Aber das ist halt. Das sind jetzt keine Präzisionsblaster. So. 23,2. 22,3. 22,3. 22,9. Nochmal 22,9. Und 23,3. Das ist relativ konstant. Das hat jetzt dann im Durchschnitt 22,6. Maximum 23,2 und im Minimum 22,3. Das ist recht gut. Dann ich resette. Zurück. Hier ist da. Zwanzig Komma 9. 20,8. Wo ist es? 20,4. 22,9. Wo ist es? 20,0. Und 22,9. Das heißt, es hat im Durchschnitt also 20,3, im Minimum 20,8 und im Maximum 22,9. Das heißt, das ist im Durchschnitt so gut wie das im Minimum. Gut, ist auch irgendwie logisch, weil das einen längeren Lauf hat. Deswegen, also wenn vom Klang her wird da wahrscheinlich dieselbe Technik dahinter stecken. Aber das eine hat halt einen wesentlich längeren Lauf. Deswegen, also das da, die Crusher hat einen längeren Lauf wie Omega oder irgendwie sowas in der Richtung, glaube heißt die. Also, dürft gerne. Wobei, ihr könnt auch einfach gerne mit in den Kommentaren raten. Dann. Wobei, zu Zeiten von Google, also ist sowas auch. Naja, macht sowas auch, hat ja sowas auch keinen Witz. So. Dann packen wir das mal auf Seite, dass wir die schon ein bisschen Zeit haben. So, dann Unboxing Zeugs. Ich kann es mir nicht verkneifen. Ich meine, es ist kein so spannendes Unboxing, weil auf der Packung steht ja schon drauf, was es wird. Aber ich kann es mir nicht verkneifen, so eins auszukaufen. Find die einfach cool. Ich meine, die Erwartung ist jetzt, dass ich dasselbe kriege mit anderem Design. So, zack, 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 zack. Wichtig ist beim Unboxing, mächtiges Messerle, präzises Skalpell. So haben wir da sowas. So haben wir da sowas. Davon recht viel. Dann haben wir da Krust. Und dann haben wir da sowas. Und nochmal. Ich glaube, das war's. Und noch ein Karton Krust. Karton. Ah, fällt ab. Ah, dahinter ist noch Zeugs. Muss ich die andere Seite aufschneiden. Da haben wir auch noch groß drin auf der anderen Seite. Die Dinger verarschen mich doch. Ach, das ist, dass man das modular zusammenstecken kann. Da war nur zweites. Sagt die Stimme gar von ganz weit weg. Jetzt, das heißt, das brauchen wir nicht, weil ich habe bloß einen davon. Zumindest derzeit. Das ist, dass man auch mehr kauft. Okay.
Meine Erwartung ist übertroffen. Das ist ja cool. Ja, das hat. Und das macht das wahrscheinlich auch jedes Mal, wenn man das bedient. Sowas in der Richtung müssen wir auch mal als eigene Blaster machen. Das ist relativ ruhig, relativ leicht. Okay. Ich meine, ich muss da jetzt nicht unbedingt andere Blasters anbauen, aber. Weil wir können da. Das sieht halt schon cool aus. Also. Das. Ja. Die Pfeile packe ich jetzt nicht aus, das brauchen wir nicht. Ich habe da auch noch seitlich genug Pfeile liegen. Da kann man die Kette mal so einer. Die sieht halt in Rot schon echt cool aus. So rum. So, da haben wir da Beschreibung. Ne, bloß ein Bildle. Ah. Aha. Verwenden Sie nur Pfeile, die für dieses Produkt hergestellt worden sind. Ja. Könnten wir mal gerne, aber. Ja, nicht auf Augen und Gesicht ziehen. Okay. Das hat man einhalten. Aber. Das. Wir nehmen jetzt hier Originale nicht, was weiß ich, Pfeile und auch kein Original Nerf. Aber das ist ja sowieso kein Nerf. Irgendwas, was wir sowieso halt da haben. Nein damit. Da wird das schon klappen. Weil die sind ja so schön verpackt. Das ist okay. Und noch Pfeile mit Saugnäpf dazwischen. Da gucken wir uns das mal an, wie der Kopf da rattert. So, dann noch ein bisschen so Großpfeile. Boah, die haben auch schon bessere Tage gesehen. Und dann müssen wir das irgendwie. Der rote Knopf. Und dann geht es nach vorne. Das heißt, das ist einfach ziemlich ähnlich. Ich habe jetzt auch nichts anderes erwartet. Also roter Knopf nach vorne. Dann kann man das da frei drehen. Roter Knopf zurück. So, und dann. Okay, das dreht sich jetzt nicht ganz so weit, weil das ein bisschen bremst, aber das ist halt schon cool. Also, ja. Ich habe Ausrede gebraucht, damit das zu kaufen. Also, da ist der YouTube-Kanal einfach irgendwie willkommene Ausrede dafür, weil sonst hätte ich mir auch gedacht, was will ich mit so einem Platzfresser, aber das ist auch mal ein Ding. Wenn wir mal so viel Zeit haben, dann muss das irgendwie bepinselt werden, weil das sieht so in der Art schon cool aus. Aber ich glaube, wenn man das nochmal richtig anmalt und da noch ein bisschen Farbe reinbringt, dann könnte es nochmal viel cooler aussehen. Und sowas wie der Honor den Griff jetzt einfach aus echtem Leder macht und das alles und dort die Teile, dann könnte es richtig, richtig fies aussehen. Also, wenn ihr das sehen wollt, Kommentare da lassen, dann mache ich das wesentlich schneller. Ist doch klar. Dann verschaffe ich dem Priorität, aber mache du es so oder so irgendwann mal. Das würde, ich glaube, schon cool aussehen. Aber das zerlegen tue ich, glaube nicht. Das könnte Krampf werden. So, haben wir das Weißmittel nochmal. Gucken wir mal, was das kann. Aber die Kinder sind ein bisschen unhandlich, aber ja, und tot muss man sterben. So. Aber ich würde jetzt auch auf äußerst 20,3 tippen. Wie die andere Crusher halt auch. Oh, 25,4. 22,2. Das waren irgendwie Messfehler. Das waren 2 Pfeile, was es erkannt hat. Oh, ich glaube, die 50,4 sind ein Messfehler. Ich habe keine Lust zu rechnen. Wir fangen doch einmal nochmal neu an.
Ah, Bedienung richtig machen, dann geht's auch. So. Wo ist 20,8? Eieiei, das ist so einfach, da leicht daneben zu schießen. Wo ist 20,8? 25,0. 24,4. 25,7. Also 20,0 und also 20,3. Das heißt, wir haben da einen Durchschnitt von 23,2 Meter pro Sekunde, Minimum also 20 und Maximum 25,7. Das heißt, das ist das Stärkste tatsächlich. Bin überrascht, dass das mehr kann. Ich habe da nicht mehr erwartet. Also, ich bin von dem Blaster vielerlei Hinsicht überrascht. Den gab es neulich mal recht günstig, deswegen. Ich dachte, ich will es ja so Übersicht machen, dann machen wir da noch mit Unboxing, dass das sich auch lohnt. Und der sieht schon so cool aus. Er hat sein Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft, aber mit ein bisschen Farbe und ein bisschen. Ja, da kann man ein bisschen mehr rausholen, da bin ich mir ganz sicher. Und ihr schreibt Beifall in die Kommentare, wenn ihr das sehr wollt. Also das ist ja. Also, könnte stundenlang machen. Das. Könnt ihr mal rausfinden, wie lange ihr da zuschaut, aber. Das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das sehr wollt, wie ich eine Stunde lang machen mit einer abgrenzt, weil das ist einfach klasse. Ach, ist schön, wenn man so einfache Dinge zufriedenzustellen ist. Ich bin nur im Überlegen, das sollte man eigentlich irgendwie sowas in der Richtung mal einen eigenen Blaster, aber ich will sowieso irgendwie einen eigenen Blaster in der Zombie-Richtung machen oder so. Also, oder mal einfach meine eigenen Blaster auf das Thema. Und da kann man das so ein Quatsch auch mit, auch so ein bisschen auf Endzeit oder sowas. Ist auch mit Werkzeug und Zeugs dran. Und das sieht halt schon. Also, aber das zum Schluss einfach noch hergegangen und versucht. Also den Nerf lassen wir mal aus dem Bild, von der bin ich also. Das weiß ich wieder, warum ich mit der so wenig gespielt habe. Also, ich habe es halt echt für günstig gekauft und habe mir gedacht, komm, das ist sicherlich mal cool, dass ich ein Video habe und es ist mal cool, das auszuprobieren. Wenn wir die da noch so ein Bild haben. So in etwa. Und die zwei sehen halt ziemlich ähnlich aus, also die sieht eigentlich am langweiligsten aus. Also Gott, ich meine, das Gold und das Blau sieht halt schon cool aus und auch die Kette in dem Dunkelblau, das sieht halt schon cool aus. Ah, Koi-Aufkleber, Koi. Das wäre noch cool, wenn das irgendwie bedruckt gewesen wäre. Ah, das ist. Da finde ich den Griff halt auch einfach cool, also. Und klar, das Gold. Das war halt der erste, den ich gekauft habe. Hätte ich das gewusst, dass es damals den gibt, dann hätte ich halt das ausgelassen. Hätte man einfach das gekauft, weil das ist schon immer cool, aber das hatte sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht. Und das ist auch cool zu sehen, wenn man sieht, okay, die entwickelt sich weiter, überlegt sich Sachen. Das ist schon cool. Jetzt wäre es noch cool, wenn da die Pfeile da rauskommen hätten, aber das wäre ein bisschen zu viel. Gibt's und der da sowas macht. Habe ich auch schon gesehen, aber das ist mir zu viel Aufwand, da die Pfeile reinzupacken und das so zu machen. Das ist dann was für übernächstes Jahr oder für übernächstes Jahr, je nachdem, wie sich das ergibt. Das ist dann der Mother of All Blasters, heißt das.
Die Mutter aller Blasters. Also das machen wir dann, wenn wir wirklich eigene Blaster so weit haben, dass ich dann mich an die Mutter ranwagen kann, so in etwa. So von der Argumentation her. Ja. Packen wir das wieder. Krach. Packen wir das wieder vom Tisch. Das finde ich halt klein und handlich, das ist schon cool. Und ja, es ist nicht metallic, es glitzert, also das brauche ich mehr Argumente, warum ich mir das gekauft habe. Ja, da haben wir nach die präsentiert irgendwo auf dem YouTube-Kanal, aber das ist eher eine Ausrede. Man kauft sich was Spaß macht. Und wenn ich es euch noch zeigen kann und ihr noch ein bisschen was davon habt, das mit der langfristig dran rumbasteln können. Da ist mir auch ein bisschen zu viel Weiß dran. Aber da weiß ich noch nicht genau. Aber ich meine, bei dem ist ziemlich klar. Also das, was ich euch beschrieben habe, das wollen wir umsetzen, dass man das da irgendwie. Ich meine, die ganze Rohre sollte eher silbrig sein und da haben wir einfach mehr Details. Also kann man den Hebel wegschrauben? Ja, der ist da noch geschraubt. Und da hoffentlich. Das wäre natürlich klasse, wenn man den wegschrauben könnte und auch was anderes ersetzen. Oder zumindest mal das Material voll machen. Weil das versaut noch ein bisschen die Optik. Und man hier halt sieht, dass es bloß ein einseitiges Kunststoffteil ist. Und das ist bei dem nicht anders, aber bei dem ist halt, sieht es besser aus. Weil das, ich meine, hier soll das, also bei dem passt das einfach von der Optik. Bei dem sieht es halt so, sollte es eigentlich voll sein hier, weil da ist also Tape drum oder Leder drumherum. Das wird dann, das versaut so ein bisschen. Das sieht dann nachher auch, wenn man es lackiert, nicht auch viel besser aus. Ja gut, ziehen wir den doch nochmal ins Bild. Bei dem sieht das auch komisch aus, weil das sonst eigentlich auch voll aussieht. Also, das ist halt ungeschickt, wenn man das vom Design so macht. Weil da ist es halt irgendwie Blechle. Oder soll ein Lochblech oder sowas imitieren und das passt halbwegs. Das könnt ihr mir vorstellen, dass das irgendwie so Blech ist, das halt umkantet worden ist und dann noch Löcher rein gemacht worden sind. Das passt von der Optik. Das halt nicht. Aber das sind Kleinigkeiten, also das kann man schon machen, dass das dann noch. Ja. Lassen wir es gut sein für heute. Das hoffe, euch hat Spaß gemacht. Schreibt mal gerne Kommentare, lasst gerne ein Abo da. Wir basteln da sicherlich noch dran rum. Warte mal. Nee, das. Oh. Okay. Die Pfeilevase. Sind das Darthalter. Das müssen wir testen. Da kann man. Seine 3 Notfalldarts. Ja, okay. Oh, wobei, doch, das geht recht gut. Das ist sonst noch. Es wäre noch cool, wenn das doch noch ein Darthalter wäre. Das könnte man tatsächlich machen. Oder da ist ja so ein. Da noch wer hinein. Das könnte man aufbohren. Ich meine, ich stecke da nicht aktiv drin, aber das dürfte lange. Das ist schön, wenn man sich sowas kauft und das dann noch inspiriert, weiter was Eigenes draus zu machen. Das eigentlich nur eine Basis ist, um eigene Modifikationen hinzukriegen. Also aber jetzt ein guter Kern und dann kann ich noch was drumherum bauen und was weiß ich. Vielleicht eine kleinere eigene Blaster seitlich noch. Weil die Adapter, das ist was groß. Und das könnte hier dann so noch. Das kann man dann da auch so noch machen oder der andere Seite. Da kann man dann Zeugs drumrum. Oder das ist mir zu groß. Das ist mir zu klobig. Und vor allem passt das Farblicht dann schon immer. Ich meine, ist cool, dass dabei ist. Frame nicht, kann man sicherlich mal irgendwo brauchen. Warte mal. Passt das? Das können wir noch mal testen. Nee, das ist ein eigenständiges System. Das ist jetzt ganz gut, dass wir die Nerf da noch da haben. Das passt nicht auf die Nerf. Das was.
Das ist was Ruhiges. Das teste ich mal, ob das ein Picatinny ist oder sowas. Müsste eigentlich. Oder habe ich jetzt gerade, gucke mal rum. Ne, habe ich gerade nichts griffbereit. Ah ja, so Blasters zusammenbauen tue ich jetzt auch nicht. Aber können wir auch mal machen, so ein Kombinationsvideo, aber da habe ich nicht auch viel Auswahl aktuell. Aber die Zeit wird das auch regeln. Dann wünsche ich auf jeden Fall euch viel Spaß beim Blästle und beim Blästre. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Dann, bis dann, euer Blasteringenieur.